Aber dere. Servus. Schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und ich bin heute wieder in der Natur unterwegs. Möchte mir heute mit euch einen Wackelstein angucken. Und zwar bin ich jetzt und hier in der Nähe von Regensburg bei Regenstauf. Und hier soll es einen tollen Wackelstein geben, der an der Kette hängt. Und mit der Kette soll man, wenn man stark genug ist, diesen Wackelstein auch bewegen können. Und wenn du wissen willst, wie viel Buttermilch hier in meinen Armen drin steckt, dann bleib dran. Wir sehen uns bis gleich. So, hallo. Servus. Hallo. Ja, Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier. So, Dalla. Ich bin jetzt hier am Wackelstein, bin gerade ein bisschen schon rumgelaufen und habe mir ein bisschen hier die Gegend angeguckt. Wunderschöne Steine, also richtige Monolithen, Findlinge, übereinander gestapelt, so wie sie halt dann vielleicht mal gefallen sind nach der Eiszeit oder vielleicht mal irgendwie, wie auch immer, warum auch immer, gestapelt worden. Aber ich weiß nicht, ob ihr das hört. Da raschelt jemand mit der Kette. Die habe ich nämlich noch nicht gefunden. Ich war nämlich noch nicht auf der anderen Seite. Das sind auch Wanderer, eine Familie, die jetzt da hier ein bisschen Pause macht. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Richtung lang. Und dann gucken wir uns mal die Kette an, oder? Auf geht's. So,
Da ist er. Hinter mir ist der Wackelstein, mein heutiges Tagesziel mit der Kette. Es waren jetzt gerade hier ein paar Wanderer, eine Familie war da. Die haben gerade Pause gemacht. Nett. Finde ich toll, wenn es noch richtig Familien gibt, die mit den Kindern hier beim schönen Wetter am Sonntag rausgehen, wandern gehen, sich was angucken in der Natur. Fettes Daumen hoch. Erster Versuch. Genau, ich muss mich jetzt dann erstmal hier ein bisschen rantasten, schauen, wie könnte der wackeln, und dann werde ich einfach mal wie ein Wilder hier an der Kette ziehen und wahrscheinlich werde ich mir hier gleich irgendwie was zerren, ja, Muskelfaserriss zuziehen oder sonst noch was Schlimmeres. Also, auf geht's. Nullinger, ein Scheißdreck. Ich glaube, da verarschen sie uns, wenn die sagen, hier so ein Stein, der wiegt halt ein paar Kilo, und wenn der nicht irgendwo hier so auf einer Kippe steht und nicht schon irgendwie vom Wind her wackelt, dann hat man eigentlich keine Chance, den zu bewegen. Ansonsten gehe ich jetzt ein bisschen fotografieren und ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß. So, meine Freunde, schaut euch das mal an hier. Ich bin jetzt schon ein bisschen rumgelaufen, schöne Fotos gemacht, und schaut euch mal diesen Felsen an hier. Ist der nicht großartig? Das ist jetzt nicht der offizielle Wackelstein, aber so richtig fest verankert schaut mich der auch nicht an. Also der ist auch noch hier so ein Wackelkandidat. Schaut euch das an. Schaut das für euch natürlich aus? Herrlich. Das ist irgendwie ausgehöhlt. Und der sitzt wirklich hier nur noch hier ein bisschen mit dem Popo fest.
Wow. Das ist ja hier eigentlich, müsste ich jetzt sagen, das ist ein Fuß von einem Giganten. Hier. Der hat ein paar Zehen verloren. Hier hat er noch so einen Stummel. Aber ansonsten ist es ein Fuß eines Giganten, der sich hier die Zehen unter den großen Stein eingeklemmt hat. Ja, das war vielleicht für den auch schmerzhaft. Schreibt mir bitte auch in die Kommentare, was ihr von diesem Stein hier haltet, was das für einer ist und ob der aus eurer Sicht natürlich ist oder ob den da jemand hier platziert hat. So, jetzt muss ich mir den Fuß nochmal angucken. Schaut euch das an. Und dann sagt mir bitte, ob das ein Fuß eines Giganten, eines Titanen ist. Oder schreibt es mir doch in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Ich liebe es. Ist das nicht herrlich? Ha? Es ist ja Wahnsinn, also man glaubt, man geht irgendwo hin, ja, x-beliebiger Wackelstein, nichts Besonderes, aber mich überrascht halt immer wieder, dass es neben dem, was offensichtlich da ist, noch viel, viel mehr zu entdecken gibt. Und zwar jedes Mal, egal wo man hingeht. Man brauchte nur irgendwo mal 5 Meter hier abseits in den Wald reingehen oder mal 10 Meter in die andere Richtung und man findet wieder komplett was Neues. Ja, das war vielleicht vorher noch nie jemand irgendwie entdeckt hat, weil er einfach zu faul ist, um hier nochmal ein bisschen hier im Wald auf die Suche zu gehen. Und man tut was für die Gesundheit und man erlebt vielleicht noch irgendwie was Geheimnisvolles. Oh, man entdeckt vielleicht noch irgendwelche Überbleibsel von einer alten Kultur. Gefährlich. So, ich mache jetzt dann hier noch meine letzten Fotos. Ganz schön lange unterwegs heute. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. 6:30. Um 2 Uhr bin ich los. Ganz schön lange. Na dann, würde ich mal sagen, haben wir es wieder geschafft für heute. Schön war's. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr von der Art hier das eine oder andere mehr sehen wollt, liken, kommentieren und abonnieren. Servus.